Herzlich willkommen bei Evolium, deinem Podcast für tiefe Wahrheit und biblisch fundierte Perspektiven. Heute mit einer speziellen Folge, die ist nämlich komplett ungeplant und Gott hat mir heute Morgen bei meinem Morgenspaziergang das sehr aufs Herz gelegt und es ist ein Thema, was ich so im Alltag schon ganz oft mit Menschen besprochen habe und ja, das Thema möchte jetzt einfach mal aufgenommen werden für den Podcast. Und damit du direkt weißt, ob das etwas für dich ist und worum es genau geht, einen kurzen Überblick über die Folge. Es ist ja so, dass viele Menschen an Gott glauben oder an etwas Höheres, aber trotzdem irgendwie zweifeln. Zweifeln an seinem Wort und Zweifel an seiner Liebe und Barmherzigkeit, eben wegen des Wortes, also wegen der Bibel. Viele fragen sich auch, wenn Gott echt ist er wirklich gut? Gerade wenn wir das Geschehen draußen in der Welt angucken, aber auch natürlich in vielen einzelnen Privatleben stellt sich diese Frage manchmal. Und darauf gehe ich heute ein. Also es ist ein bisschen so, wenn du noch gar nichts mit Gott zu tun hast, alles noch komplett fremd ist. Also wenn Gott, Bibel, Jesus, wenn all diese Schlagworte bei dir eigentlich in der Reflexion auslösen, dass du gar nicht weißt, worum es geht oder nur oberflächlich weißt, dann ist diese Folge nicht für dich. Dann empfehle ich dir gerne andere Folgen aus meinem Podcast oder aus anderen Podcasts oder YouTube-Videos. Wenn ich das Thema Bibel mit Menschen bespreche, ist mir oft aufgefallen, dass Menschen, die teilweise glauben oder an Gott glauben, aber nicht als Jesus, als Retter und Herrn der Menschheit, dass ein Argument ist, es ist von Menschen geschrieben. Das ist so eins der häufigsten Argumente. Und da möchte ich einfach mal einen Perspektivenwechsel vorschlagen. Nehmen wir jetzt mal an, du als Zuhörer glaubst an Gott, aber an den Rest nicht, an die Bibel, an die Worte in der Bibel nicht, an Jesus nicht. Und du denkst dir halt, ja, das ist von Menschen geschrieben, wie kann man denn behaupten, dass es von Gott kommt? Und ich möchte dir einfach etwas über die Bibel sagen, nur etwas ganz, ganz Banales, Simples. Die Bibel wurde von 40 Autoren geschrieben über einen Zeitraum von 1500 bis 2000 Jahren in etwa. Diese Menschen, die das geschrieben haben, die kamen aus komplett unterschiedlichen Hintergründen. Ärzte, Fischer, Zimmermänner, Könige, Krieger, alles Mögliche dabei. Und trotzdem hat das Gesamtpaket in einem eine sich durchziehende Geschichte und ein Ziel, nämlich die Erlösung der Menschheit. Die Bibel ist quasi nicht einfach ein Buch, sondern ein zusammenhängendes Zeugnis. Im Alten Testament weist so vieles auf das Neue Testament hin, auf das Kommen des Jesus, auf die Erlösung. Und umgekehrt bezieht sich das Neue Testament sehr, sehr oft auf Stellen im Alten Testament. Das Alte Testament wird quasi im Neuen Testament erfüllt durch all die Querverweise, aber auch die Prophetien im Alten Testament, die werden im Neuen Testament erfüllt. Es ist wie ein Puzzle, das nur in seiner Gesamtheit Sinn ergibt. Wenn man das Alte Testament nur liest, kriegt man ein Gottesbild eines sehr wütenden Gottes und strafenden Gottes. Und wenn man nur das Neue Testament hinzieht, dann kriegt man ein Gottesbild von einem Gott, der so sehr liebt, dass er seinen Sohn hingibt, aber eben nicht zum Beispiel strafen würde. Darauf komme ich dann im zweiten Teil des Podcastes noch genauer zu sprechen, also auf dieses Gottesbild, das wir haben. Wir haben jetzt also ein Puzzle, in dem alles ineinander greift, über Jahrhunderte hinweg. Wir sprechen von über 60.000 Stellen aus dem Alten und Neuen Testament, die ineinander reingreifen. Und ich weiß nicht, wie groß deine Vorstellungskraft ist. Meine reicht nicht, um mir vorzustellen, dass ein Mensch das geplant hat. Sie reicht aber auch nicht, um zu sagen, hey, 40 Menschen haben das über die Zeit hinweg alles so geplant.
Und wenn du an Gott glaubst, dann frage ich dich an dieser Stelle, du glaubst, dass Gott allmächtig ist. Du glaubst, dass Gott diese Welt erschaffen hat. Glaubst du auch, dass Gott es fertig bringt, ein Buch für die Menschen zu schreiben, in dem sein ganzes Wesen erkennbar wird? Oder anders gefragt, traust du den Menschen mehr zu als Gott? Wenn ja, sagt dir das vielleicht ein bisschen etwas über dein Bild über Gott, aber auch über dein Selbstbild. Und hier wird es jetzt eben persönlich. Denn oft geht es nicht darum, dass wir glauben oder Beweise wollen für die Existenz Gottes, sondern darum, ob Gott in unser Bild passt. In unser Bild davon, wie wir sein wollen, was wir hier erleben wollen, was wir glauben, was uns zusteht. Ja, darum, wie wir Gott haben wollen. Und da ist ein weiteres Argument, das hier reingreift, was ich halt oft höre. Ein liebender Gott würde doch niemals einschränken. Die Bibel, die ist sehr einschränkend. Also wenn du meine Folgen über die Gebote gehört hast, dann weißt du inzwischen, dass die Gebote nicht nur an der Oberfläche bleiben, sondern wirklich in die Tiefe gehen und dass der Glauben an Jesus Christus eine Veränderung deiner Herzenshaltung erfordert, nicht aus Notwendigkeit, sondern eben aus Liebe. Und dieses Argument, ein liebender Gott würde niemals so einschränken, ist für mich wirklich fragwürdig. Ich möchte Vergleiche machen, die dir vielleicht helfen, Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit, denn die spielt damit rein, aus einem anderen Blickwinkel anzugucken. Und da möchte ich dir vorab eine Frage stellen. Diese Vorstellung, dass Gott dich einfach alles machen lässt, weil er vielleicht ja sowieso vergibt durch Jesus Christus. Ist das dann wirklich Gottes Liebe oder einfach ein Gott nach deinem Wunsch? Ein Beispiel, das ich geben möchte, ist die Eltern-Kind-Dynamik. Und ich könnte da jetzt wirklich lange ausholen. Es gibt ganz viele psychologische Studien zum Thema Kinder und Grenzen und Autorität. Im Kern ist aber die Botschaft in allem immer die gleiche. Ein Kind und auch der erwachsene Mensch braucht Rahmenbedingungen. Wenn ein Mensch, egal ob klein oder groß, jung oder alt, nicht weiß, in welchem Rahmen er sich bewegt, wenn da nichts ist, was ihm Orientierung gibt, dann ist er oder sie verloren. Wir haben so viele Möglichkeiten, unendlich viele Möglichkeiten und wir haben unendlich viele Gedanken. Und ich weiß nicht, ob du einen Menschen kennst, der vielleicht in der Kindheit oder auch später einfach in allem Freiheit hatte zu tun und zu lassen, was er möchte. Und wenn du so einen Menschen kennst, dann versuch mal einfach daran zu denken, wie der sich verhält. Ich würde gern das Spiel spielen. So, ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe ein Kind und ich lasse das einfach alles tun und lassen, was es will, weil ich liebe mein Kind ja. Ich möchte ja, dass es alles darf und wenn es Mist baut, vergebe ich ihm sowieso, also darf es Mist bauen. Und das zieht sich so weiter ins Teenageralter, da wird der Mist halt größer, der gebaut wird. Ich weiß, mein Kind könnte vielleicht sogar mit der Polizei jetzt in Kontakt kommen. Was weiß ich? Einfach jugendlicher Leichtsinn führt dazu, dass er oder sie anfängt zu stehlen, Drogen zu konsumieren, Drogen zu verkaufen oder auch einfach zu lügen. Und ich weiß, mein Kind ist Konsequenzen ausgesetzt, wenn ich es nicht davor bewahre. Wenn ich meinem Kind nicht sage, hey, Junge oder Mädchen, hör mal, dieses Verhalten geht nicht. So etwas tun wir in unserer Familie nicht. Und ich erkläre dir auch warum, weil das und das und das passieren wird. Dann ist dieses Kind, dieser jugendliche Mensch einfach den Konsequenzen ausgeliefert. Und ich frage dich ganz ernsthaft, wenn du dir das vorstellen kannst, vielleicht hast du selber Kinder, vielleicht nicht, dann ist es vielleicht schwerer vorzustellen. Doch wenn du es dir vorstellen kannst, dass da ein Kind ist, dem du keinerlei Konsequenzen gibst, ist das dann Liebe?
Oder ist es einfach Bequemlichkeit? Weil wenn ich das Gegenspiel spiele, nämlich dass da ein Kind ist, das geliebt wird, dem vergeben wird bei Fehlern, aber gleichzeitig halt auch Konsequenzen erntet, wenn es missbaut. Was lernt dieses Kind? Dieses Kind lernt, ich darf Fehler machen und werde trotzdem geliebt. Aber es lernt auch, ich darf aus meinen Fehlern lernen. Ich soll aus meinen Fehlern lernen und mein Verhalten ändern. Nicht, weil ich schlecht bin, sondern weil ich geliebt bin und liebe, fange ich an, mein Verhalten zu ändern. Siehst du den Punkt, den ich machen will? Gott liebt uns und gibt uns deswegen einen Rahmen. Und um hier mal kurz die Brücke zum Alten Testament zu schlagen, was ja voll ist mit solchen Gesetzen, das Gesetz wurde nicht gemacht, damit wir das befolgen können, weil das können wir Menschen nicht, sondern um uns aufzuzeigen, dass wir Jesus Christus brauchen, weil wir es eben nicht können. Gott in seiner Heiligkeit setzt den Maßstab, den wir nicht erreichen können, und Gott sendet uns Jesus Christus. Das heißt aber nicht, dass wir einfach das Gesetz wegschmeißen können und sagen können, na ja, Jesus Christus ist ja da, er hat mich ja errettet und deswegen kann ich weiter tun und lassen, wie es mir gefällt. Das ist eine ganz gefährliche Schiene, dann da werden wir Menschen zu unseren eigenen Götzen. Ein anderes Beispiel, das vielleicht anschaulicher ist für dich, ist das Beispiel einer Liebesbeziehung. Denn in der Bibel wird ganz oft auch diese Beziehung zwischen Braut und Bräutigam benutzt, um die Beziehung zwischen uns und Christus zu veranschaulichen. Und ich bitte dich jetzt, dich einfach in die Lage zu versetzen, dass du einen Partner hättest, egal ob das gerade so ist oder nicht. Und dann stell dir vor, dieser Partner kommt eines Tages zu dir und sagt, hey, ich habe dich betrogen, es tut mir leid. Okay, du liebst ihn, ihr redet, ihr denkt, okay, wir können das schaffen, du vergibst ihn. Ein paar Wochen später kommt er wieder. Hey, ich habe dich betrogen, es tut mir leid, kannst du mir noch einmal vergeben? Okay, du vergibst aus Liebe. Und das spielt dann immer wieder sich ab. Immer wieder kommt der Partner und vielleicht werden sogar die Zeiträume dazwischen länger oder kürzer. Es ist so ein bisschen unklar, aber was du oft hörst, ist, ich werde es besser machen. Ich werde mich jetzt ändern. Aber frag dich einfach mal, beim wievielten Mal würdest du in dieser Situation denken, okay, ich glaube, das wird jetzt nicht besser. Und es tut dir ja jedes Mal weh, wenn du betrogen wirst. Du liebst aber diesen Menschen, wirklich. Du liebst diesen Menschen. Und jetzt stelle ich dir die Frage, wirst du aus Liebe einfach akzeptieren, dass du alle paar Wochen betrogen wirst? Oder wirst du aus Liebe eine Grenze setzen? Aus Liebe zu dir selbst und auch zu deinem Partner, weil du merkst, dieser Partner will vielleicht gar nicht bei dir sein. Und so geht es Gott manchmal mit uns Menschen. Er hört unsere Bekenntnisse, er hört, wie wir sagen, hey, ja, ich weiß, ich sollte das nicht tun, aber am nächsten Tag oder nächste Woche oder im nächsten Monat tun wir es wieder und kommen dann mit der Ausrede, ja, du hast mir ja schon x-mal vergeben. Gott stellt sich dann, glaube ich, wirklich die Frage, will dieser Mensch bei mir sein? Ist es ihm wirklich wichtig? Und ich möchte ganz kurz nur, das ist eigentlich jetzt nicht Gegenstand dieses Podcastes, aber ich möchte diese Schlaufe kurz machen. Es geht dabei nicht darum, dass der Anspruch an dich ist, aus eigener Kraft heraus all das anders zu machen, sondern es geht darum, dass du auf die Kraft Christi dich berufst und den Heiligen Geist auch bittest, dir zu helfen, das zu verändern, dass du es Gott hinlegst und sagst, Gott, ich mache diesen einen Fehler immer wieder oder ich stelle diesen Lebensbereich immer wieder höher als dich. Bitte hilf mir, das dir unterzuordnen und es zu ändern, weil ich aus mir heraus kann es nicht. Gott weiß, dass du es nicht kannst. Wie gesagt, das Gesetz wurde gegeben, damit wir das erkennen, dass wir es nicht können. Nicht um uns zu verdammen,
das aus eigener Kraft zu schaffen, sondern damit wir begreifen, wir brauchen Jesus Christus, der uns dabei hilft. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Aber es gibt einen Unterschied darin, ob ich wachse im Glauben mit kleinen Kurven beim Aufstieg. Immer wieder mal fallen, immer mal wieder eine Pause auf dem Wegrand, aber mit dem Ziel da oben anzukommen oder einfach zu sagen, hey, Gott liebt mich doch eh, wie ich bin. Ich bleibe jetzt einfach hier unten am Berg sitzen, schlag hier mein Zelt und schlag mein Zelt hier auf und mach ein kleines Feuerchen, mach's mir gemütlich und bleib einfach da stehen, weil es gerade so bequem ist. Gott hilft dir bei diesem Aufstieg. Er ist da, um dir den Weg zu zeigen, um dich zu stärken, um dir auch zu zeigen, wo es mal eine Pause benötigt, aber auch um dich zu korrigieren. Wenn du da unten sitzen bleibst in deinem Zelt, dann gibst du Gott nicht die Möglichkeit, etwas in dir zu verändern. Ein anderes Bild, das ich ganz schön finde, ist das des Fisches. Egal, ob du jetzt Tierliebhaber bist oder nicht, oder ob das für dich in Frage käme oder nicht. Stell dir einfach mal vor, du hättest den Goldfisch zugetan, hast ihn in einen, so wie man das aus den Filmen kennt, so eine Bowl, eine Schüssel reingetan mit seinem Wasser und dieser Goldfisch, der ist irgendwie echt stur und störrisch und der hüpft immer wieder raus. Jedes Mal, wenn du an dieser Schüssel vorbeikommst, liegt der Fisch neben. Du tust den wieder in die Schüssel rein und dann springt er wieder raus. Ich denke mal, so nach dem dritten, vierten Mal würdest du einen Deckel auf diese Schüssel legen, damit dieser Fisch nicht mehr rausspringen kann. Warum? Weil du weißt, dieser Fisch trocknet aus, wenn der nicht im Wasser ist. Der ist gemacht fürs Wasser, nicht fürs Land. Und genauso ist es ein bisschen mit Gott und seiner Einschränkung für uns aus Liebe. So wie du diesen Fisch daran hindern würdest, aus dem Wasser rauszuspringen, kümmert sich Gott darum, dass wir nicht ständig Dinge tun, die uns von ihm wegbringen, die uns so gesehen töten. Spannenderweise habe ich heute, nachdem ich diesen Impuls hatte beim Spaziergang, die Bibel aufgeschlagen und ich bin gerade bei 1. Samuel, das ist aus dem Alten Testament und da gibt's eine Stelle, das sind Kapitel 5 und 6, aber auch ein bisschen davor und danach, da geht's einfach darum, dass die Philister von den Israeliten die Bundeslade klauen, weil sie sich davon Segen erhoffen. Sie kriegen dann aber das absolute Gegenteil von Segen. Die werden alle krank und viele sterben und es ist einfach nicht schön. Und sie merken dann, okay, wir geben jetzt diese Bundeslade besser zurück. Dieser Gott, weil die glauben an verschiedene, mehrere Götter, dieser Gott segnet uns also nicht. Und ich finde, in diesem Beispiel sieht man so gut, wie der Mensch versucht, Gott in ein Bild zu pressen und einfach seine eigenen Vorstellungen hat und möchte, dass Gott dem entspricht. Und dann merken sie, Gott entspricht aber nicht dem, was wir uns vorgestellt haben, also weg damit. Und ich glaube, ganz vielen Gläubigen geht's irgendwie so, dass sie zwar glauben wollen und wenn sie dann merken, dass aber da noch mehr dazu gehört, als einfach zu sagen, ja, Gott ist groß, sondern eben halt sein Leben auch hinzugeben und verändern zu lassen, dann lieber weg mit Gott und lieber weg vor allen Dingen mit dem Wort, weil das Wort, also die Bibel, zeigt immer wieder auf, wo wir noch Transformation benötigen. Die Bibel ist quasi, wenn ich das Bild von vorhin nehme, mit dem Aufstieg auf den Berg, ist die Bibel unsere Landkarte, auf der wir sehen können, welche Wege keinen Sinn machen und welche Wege Sinn machen. Aus diesen beiden Themen, die ich jetzt erläutert habe, gibt es halt diesen Kernkonflikt. Also wir haben die Option, Gott nach meinem Bild zu schaffen oder zulassen, dass Gott mich nach seinem Bild formt. Bis bald. Sei gesegnet im Namen Jesu. Amen.